Servus, grüß euch und habe die Ehre, ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Division 2. Ich präsentiere heute den Master of Disaster 2.0. Ich habe das Set ein bisschen umgebaut mit den neuen Set-Teile, was wir so gekriegt haben, und habe die Waffe gewechselt und habe auch da jetzt gerade Tidal Basing gespielt und bin der Meinung, das ist noch mehr Video wert, weil das Ding fetzt wie Sau. Also dazu packen wir's. Jo, zum Set. Ich versuche das jetzt genauestens zum Erklären, aber das wird wieder nicht funktionieren wahrscheinlich. Egal. Mal spielen wir jetzt mal mit dem Richtschützen. Richtschütze, ganz klar. Rüstungsrückgewinnung, erhöhte Feuerrate und. Ja, Kugeln zum Festpappen. Was muss ich nur sagen zum Richtschützen? Wenn du in Deckung bist, kriegst du auch noch ein bisschen Munitionsrückgewinnung, habe ich schon gesagt, da was wurscht. Aber Richtschützen auf alle Fälle muss man eine da. Dann haben wir das GR9. Das ist allgemein eine saugute Waffen. Ich habe es jetzt nicht auf 16 Enthetzung. Habe es gekriegt für auf Schaden gegen ungedeckte Ziele 12% und Rüstungsschaden, habe ich noch nicht ganz in T-Pracht im Matz ausgegangen. Aber das geht auch bis auf 6% und mit dem Talent abgemessen. Ja. Jetzt ist das Thema die hat von Haus aus 863 mit dem Set. 20% Feuerrate hat es am Anfang mehr und verliert dann 20% Feuerrate und er kriegt 30% Schaden dazu. Im letzte Hälfte vom Magazin. Jetzt ist das Magazin relativ groß und die zwei Sachen finde ich, es merkt man einfach nicht. Der Schaden ist immer da. Ja? Weil einmal schießt schneller und einmal schießt halt langsamer, aber dafür hast du mehr Schaden drauf. Also ich tue die letzte Sequenz von Tidal Basing jetzt als Beispiel und muss sagen, ich habe zweimal probiert, aber ich habe mich halt dumm angestellt, aber so leicht bin ich durch Tidal Basing noch nie durchgekommen. Wenn jetzt einer sagt, er mag nicht LMG spielen, das spielt sich wie ein Sturmgewehr, nur dass man halt kein Scheitel nicht hernehmen kann. Man muss ein bisschen mit Deckung spielen. So, das habe ich jetzt drin, die Overlord. Kann man was anderes auch nicht tun. Ich habe es nicht tun, weil es die Bewegung der Gegner einschränkt. Das heißt, du schießt das auf, dann werden die langsamer. So habe ich zumindest im Spiel wahrgenommen. Kann man ganz was anderes sein. Ich habe es hauptsächlich drin wegen Expertisenrang zum Auffizieren. Braucher tust eigentlich gerade die GR9 und dann als Waffe die D50 mit Vollstrecker drauf oder vielleicht die Orbit. Ja, die habe ich gerade nicht dabei gehabt. Die Orbit ist die benannte, auch mit den Vollstrecker, perfekter Vollstrecker drauf, die war vielleicht auch gescheit. So, dann haben wir die Coyote. Waffenschaden, Chance auf kritische Treffer, Schaden durch kritische Treffer, zweimal drauf. 4 Teile Striker. Und dann haben wir Zwidoka. Ja, was ist das? Haben wir ein größeres Magazin. Und ja, da haben wir dann geduckt drauf. 45% besseres Waffenhandling. Ja. Das ist jetzt so mein Vorschlag zur Güte. Ja. Mehr ist da nicht dabei, ein Wiederbeleber und dann die Drohne noch. Ich habe es auch probiert mit den Adlerkrallen zum Spielen. Gestaltet sich dann schwierig, weil du das 4. Teil vom Striker nicht drauf bringst, weil ich wollte unbedingt den Coyote haben, damit ich eben von den Werten her gut hinkomme, weil jetzt habe ich 33% Chance auf kritische Treffer, plus das von der Coyote kommst fast auf 50 hin und 141 Schaden durch kritische Treffer. Es hat so funktioniert, vielleicht, dass man einen Mod, weil ich habe überall die Mods für Schaden durch kritische Treffer, vielleicht, dass man eine Chance auf kritische Treffer noch rein tut, dass man auf über 50 kommt. Vielleicht der Schaden dann noch besser, das habe ich jetzt nicht probiert, aber ich denke, das geht ganz gut so. Schon wieder außerdem. Ja, das war's zum Set. So schlecht ist es nicht. Wie gesagt, ich habe das erste Set mit der Sleipnir und der Scorpio. Probiert es also mal mit der GR9, eben mit dem abgemessen. Und wie gesagt, fetzt wie Sau. Ausprobieren, macht Spaß. Also dann bis zum nächsten Mal. Servus. Hier, um das Feuerwerk anzusehen. Sie werden nicht enttäuscht sein. Ziel erfasst.
Leite Startsequenz ein. An alle, das ist keine Übung. Wir müssen das Gebäude evakuieren. Wiederhole, das ist keine Übung. Notstromaggregat für Raketenwerfer aktiviert. Startsequenz eingeleitet. Schwere Verwundung entdeckt. An deinen Tod werde ich mich erinnern. Das ist schon lange nicht mehr vorgekommen. Willst wohl die Kohlen aus dem Feuer holen, hä? Du Held. Genug geplaudert. Notstromaggregat für Raketenwerfer aktiviert. Startsequenz eingeleitet. Wyvern, wie ist der Status? Wyvern, kommen! Wyvern! Scheiße! Nicht bewegen! Du verlierst Blut! Ich hab dich! Voll ins Schwarze! Notstromaggregat für Raketenwerfer aktiviert. Startsequenz eingeleitet. Erwischt! Hab noch einen Treffer! Position ist... Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Dios, Arschlocken! Bringt sie zurück! Lebensfunktionen kritisch. Agent am Boden. Systemfehlfunktion. System wiederhergestellt.
Die Virostatika-Zylinder sind gesichert. Wir sorgen dafür, dass sie ausgeflogen werden.